Heute starten wir im kleinen Dorf Umluftingen. Und unser Weg führt uns von der verschneiten, bitterkalten Landschaft in die warme Bachstube des Hefeligers. Das Knistern vom Chömi und auch die Weihnachtsmusik aus dem Radio wecken die kalten Ohren und heissen uns drinnen herzlich willkommen. Weiter, begleitet von einem Hauch von Zimt und Vanille in der Luft, wandern unsere Augen und Nase neugierig durch den Raum. Ein Geruch von einem zufriedenen «Noch 1 Minute, dann sind's perfekt» kützelt ganz leicht in der Nase und auch der Blick tänzelt weiter über zum Küchentisch. Der ist vollpackt mit schön verpackten Säckchen, Guetzli-Dosen, halbleeren Bachblech und natürlich jede Menge Guetzli. Vorsichtig wird das Blech komplett beleidigt mit Vanillekipferl aus dem Backofen geholt und nach einer kurzen Verschnaufpause für die Frischbackene wird auch schon ganz behutsam der Puderzucker gezückt. Wie Schnee rieselt er über die Bachblechlandschaft und landet wie ein Hauch von nichts auf der Vanillekipferl. Das kitzelt. Ein leisliches und feines Kichern hallt sanft durch den Raum. Die Kripfel müssen jetzt ein bisschen auskühlen. Ach, es ist einfach zum Dahinschmelzen, schwärmt Butter. Es ist halt immer wieder ein Erlebnis, am Puderschnee zuzuschauen. Nebenzu haben sich die Schoki-Cornflakes bequem gemacht. Sie erholen sich vom Schoki-Wettspringen und haben sich im Ruhebereich in kleinen Häufchen auf dem Backpapier bequem gemacht. 1 Töppenwehr und 2 Guetzli-Dosen weiter bekommt der Hefeteig eine richtig gute Massage. Nochmal richtig gut durchkneten, bevor es auf die Hefe, fertig, los heisst und das grosse Heferrennen startet. Oh, bald geht's los. Hibbelig, kribbelig warten auch die Krebeli auf ihre grosse Bach-Session. 130 Grad bei Umluft. Die Bedingungen sind also perfekt. Ja, Harmonie und Mehl liegen in der Luft. Aber nicht überall ist die Stimmung so entspannt. Nein, sie erreicht neue Höchsttemperaturen. Neben der Mehlballschlacht lässt der Bronzing Contest nicht lange auf sich warten. Die Griti-Benzen stretchen sich im Warm-up und schmieren sich mit Eigelb ein, bevor es in den Backofen geht. Du bist doch nicht ganz backen. Weisst du, wie oft haben die Leute schon genüsslich in einen Griti-Benz hineingebissen und dann habe ich gemerkt, dass es Weinbeere statt Schoki drin hat? Darum, in einen guten Griti-Benz gehört Schoki. Das ist doch nicht dein Ernst. Du hast doch keine Ahnung von Gebäck. Hast du überhaupt auch schon mal einen richtigen Griti-Benz gesehen? Weinbeere, das ist es. Eine hitzige Diskussion macht sich unter den Griti-Benzen breit. Und die bleibt auch von den anderen nicht unbemerkt. Safe, Digga. Es ist mega sass. Weinbeere sind absolut cringe. Notiert sich das Pistache-Schokisable mental, zückt Red Flag und rollt über zum Blech der Zimtsterne, bevor es komplett eskaliert. Die müssen sich gerade bereit machen für ihren letzten Schritt. Das Finish, wie sie ihre Schönheitsbehandlung nennen. Das matte Zuckerfinish betont die Konturen vorzüglich. Am besten nimmst du für diesen Auftrag die Gabel. Auch die Spitzbuben trollen und scrollen durch die Gegend, auf der Suche nach ihrer besseren Hälfte. Eben nicht einfach nur ein Spitzenbub, sondern ihre Spitzbub. Mit dem, wo sie den Bund für Konfi eingehen wollen. Für die frisch vermählten Spitzbuben geht es dann weiter in die Stammbüchse. Dort haben sich unter anderem ein paar Urgesteine schon bequem gemacht. Was hat das an mich Klaus, ob ich auch nicht stecken bleibt? Klaustrophobie! Witzelt das Brunzli. Hey! Was meint der Hefeteig zum kleinen Hefeteig nebendran? Dein Plan ist wohl nicht aufgegangen. Und hey, was hat man, wenn man einen Glühwein zu heiß trinkt? Brennte Mandeln! Eine lockere Stimmung macht sich breit. Wo dann noch die Baileys und die Raumkugeln die Büchse betreten, erst recht. Nur ein Guetzli hockt allein im Ecke. Das Mailänderli. Wie letztes Jahr haltet es sich zurück von dem ganzen Trubel. Das ist auch im Kokosmakrönli aufgefallen. Und es fragt nachher.
Mailänderli, was liegt denn dir auf dem Eigelb? Betrübt antwortet das Mailänderli. Alle Guetzli sind so einzigartig und speziell. Und was bin ich? Ein einfaches Mehlbuttergebäck. Nicht mal eine Glasur habe ich. Das Kokosmakrönli muss schmunzeln. Du bist doch eins der ältesten Gebäck und hast dich all die Jahre so bewährt. Ja, ein Guetzli ist unterschiedlicher als das andere. Das stimmt. Aber weißt du was? Es muss dich nicht jeder gern haben. Für die einen bist du genau richtig, so wie du bist. Das Mailänderli wird hellhörig. Bist du sicher? Ich wette meine Raspel drauf. Ich meine, eine italienische Stadt ist sogar nach dir benannt worden. Das hat von uns so noch niemand geschafft. Das Mailänderli lässt es auf sich wirken und fährt leicht an zu schmunzeln. Ja, vielleicht hast du recht. Und schaut weiter dem Getümmel zu. Das bunte Treiben nimmt seinen Lauf und dauert noch weitere Stunden. Nach und nach werden die Guetzli in Säckchen abgepackt und das Mailänderli findet zwischen Krebeli und Vanillekipfel ein gemütliches Plätzchen. Sie steht, wo es hingehört. Am richtigen Ort, mit der richtigen Guetzli an seiner Seite und das genau so, wie es einfach ist. Und so finden sie alle ihren Weg zu den beschenkten Leuten. Und ein Säckchen wird jemandem die kommenden Tage ganz besonders versüßen. Guetzli sind halt wie Umarmungen, aber halt einfach zum Essen. Hey! Oder kennt ihr das schon? Warum können die Weihnachtsbäume nicht gut lesen? Weil sie immer die Nadel fallen lassen.